frisches Essen. Keine Fäule an den Möbeln. Jemand ist hier. Und das vor kurzem. Aber die Leute, die ich befragt habe, haben niemanden gesehen, der hinein oder hinausgegangen ist. Tränke und Gold. Moment, habt ihr das gehört? Ich glaube, das kam von da hinten. Was sagt er? Das ist es. Etwas ist hier im Haus. Los, wir gehen der Sache auf den Grund. Ein Vulkanglasbogen. Ja. Schaden 22. Du bist halt aus. 21. Aha. Nimm den mit. Meine Lautlosigkeit, die braucht meine Nachsicht. Kommt raus! Wir wissen, dass ihr da drin seid! Was sagt er? Da ist noch eine Tür. Versucht doch, sie zu öffnen. Moment. Muss abbrechen. Bin ein armer Kater. Stendas Gnade. Das ist kein gewöhnlicher Daedra. Wir müssen Hilfe holen. Schwach. Er ist schwach. Und ihr stark. Zermalmt ihn. Da fliegt das Brot rum, das ist normal. Ja gut, klappt nicht einmal. Lieber gut. Kumpel, da spuckt's drin. Geh lieber. Nach euch. Los, gehen wir. Der Wächter, hat er schon die Schnauzen voll? Wir verschwinden von hier. Jetzt. Nein. Na, da tu. Tötet ihn. Zermalmt seine Knochen. Zerreißt sein Fleisch. Raus aus meinem Kopf, Daedra. Ihr werdet töten. Ihr werdet töten oder ihr werdet sterben. Ich will nicht sterben. Ich kann hier nicht sterben. Der Daedra hat uns. Jetzt heißt es ihr oder ich. Was? Ich hätte etwas gehört. Also wir gerade durchschlagen. Der Tyrannus, geflogen. Ja. Eure Belohnung wartet auf euch, Sterbliche. Weiter unten. Ne Robe, brauch ich nicht. So, jetzt könnt ihr vielleicht unten reingehen, ha? Wenn ich Glück hab. Hat er einen Key gehabt? Pass auf. Bis auf. Schon geh. Ja, weiter. Tiefer in die Eingeweide. Wenn wir fleißig in die Eingeweide. Und immer auf der Suche nach Gold. Das war knapp. Euer Preis wartet auf euch. Kriege ich ohne den Scheiß einen Preis?
Krieg ihn du. Den rostigen Streckkolben. Toll. Glaubtet ihr wirklich, Molag Bal, der Peiniger der Menschen, würde euch so einfach belohnen? Was seht ihr von diesem kleinen Käfig aus? Sagt es mir. Ja, ein Altar. Hier wurden die Jämmerlichen mir zu Ehren geopfert und die Schwachen von den Starken bestraft. Aber auch ein Daedra-Fürst besitzt Feinde. Und meine Rivalin Boetia hatte ihren Priester angewiesen, den Altar zu entweihen, bis ihr kamt. Rache? Nein, ich will Unterwerfung. Der Priester, der das getan hat, soll vor mir niederknien und mir seine Seele geben. Er kommt, um Boetias widerwärtige Rituale an meinem Altar durchzuführen. Aber jetzt wird er vermisst, gefangen und gebunden, zurückgelassen, um zu verrotten. Verschont ihn. Lasst ihn sein Ritual ein weiteres Mal ausführen. Und wenn er es tut, werden wir auf ihn warten. Den Altar benutzen, ja lieber Nick. Ich hab nicht vor, zu den Daedra rüberzulaufen. Noch nicht. So, jetzt muss ich, was hat er gesagt? Den Priester muss ich finden. Der Schweinepriester. Geht hinaus. Da schnell aus da. Dem Haus des Schreckens. Hab da rufe ich mal bei den Ghostbusters. Die sollten da mal vorbeischauen. So, dann haben wir abgemurkst. Aus da. Da hat niemand aufgefallen, nicht oder? Der Ingwer. Blutig genug für euch, Fremdling? Dann habt ihr euer Zuhause gefunden. Durch Markarth fließen Blut und Silber. Willkommen. Ihr solltet mit dem Jarl reden. Man kann sich immer ein bisschen was verdienen, indem man Abgeschworene in den Bergen tötet. Wenn es euch egal ist, gegen einen Haufen Daedra anbetender Wilder, die die dunklen Künste praktizieren, im Axtkampf anzutreten, nur zu. Der Name der mächtigsten Familie in Markarth sagt alles. Silberblut. Sie haben eine ganze Mine voller Gefangener, die Silbererz für sie schürfen, das von bezahlten Arbeitern eingeschmolzen wird. Außerdem gehört ihnen die halbe Stadt. Ich arbeite für sie. Das Gasthaus ist nach ihnen benannt. Wenn die Wachen jemanden festnehmen, klären sie es zuerst mit ihnen ab. Nein. Ich wohne in einem schönen Haus in Einsamkeit, wo die Luft nicht vom Rauch der Silberschmelzöfen verpestet ist und Meinen mit goldenem Haar meinen Schild polieren. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich bin hier, seit ich die Bardenakademie verlassen habe. Mit ein paar Muskeln verdient man mehr als mit einer verdammten Laute. Die Silberblutfamilie bezahlt mich, lässt mich ein paar Schädel spalten und hält mir die Wachen vom Leib. Mehr brauche ich nicht. Ja, ja. Einen Silberblut sollte ich mir mal vorstellen. Pass auf, da haben wir gehabt die Schatzkammer. Da schauen wir mal nach. Ach so, ein Händler. Die Schatzkammer ist eigentlich nur für Kunden der Silberblutfamilie. Riada. Ihr gehört nicht hierher. Was soll das heißen? Sagt der alten
Die Ich Oma. habe fast 20 Jahre in der Schatzkammer gearbeitet. Ich bin die Frau Bedrit. von Tona Silberblut. Mein Mann Tona kümmert sich um alle Angelegenheiten der Familie. Er ist mein lieber Fremdling. Wir sind die einzige Familie in Markarth, die es sich lohnt zu kennen. Uns gehört alles in dieser Stadt. Sogar das Gefängnis. Und ratet mal, wem das Gasthaus Silberblut gehört. Nicht, dass wir es so genannt hätten. Die Leute wollten es ebenso. Er ist das eigentliche Oberhaupt dieser Familie. Er ist zwar nicht der Älteste, aber mein Tona kümmert sich um alles, was unserem Ansehen dient. Ja, das Ist Gespräch mit Silberblut. euch hat mich ohnehin schon gelangweilt. Es Klingt wie eine gibt in Pest diesem erinnert. Gebäude nicht einen Winkel, den ich nicht Es tut mir leid. Wir sind nur daran interessiert, unseren Kunden zu helfen. Es ist eine alte Familie, in ganz Reach hoch angesehen. Die Silberblut-Familie verwalten fast alle Länder in diesem Fürstentum und führen die Taverne am Ort. Und natürlich besitzen sie die Sidna-Mine, das beste Gefängnis und die beste Silberquelle von Himmelsrand. Ihr sucht Tona Silberblut. Er kümmert sich um alle Angelegenheiten der Familie. Aber wenn ihr hier seid, um über Politik zu reden, müsst ihr mit seinem Bruder Tonkwor sprechen. Er ist die meiste Zeit in Festung Unterstein zu finden. Zum einen die Grundbesitzer von Reach. Es versteht sich von selbst, dass sie wegen unseres Silbers und unserer Unterstützung stark auf uns angewiesen sind. Alle Bergleute, Bauern und Arbeiter von Reach erhalten ihren täglichen Lohn über uns. Nepos die Nase kümmert sich um diesen Teil des Geschäftes. Er kann mit den Arbeitern gut umgehen. Ich habe noch Aufzeichnungen, um die ich mich kümmern muss. Ich arbeite für die Silberblut-Familie, helfe beim Putzen. Ja, Mann, putz weiter. Ich habe ein bisschen umgehe, wenn die stört. Oh, das ist ja die Silberblut. Die können bestimmt ein bisschen was entbehren, oder? Die Geisel des Grauen Bezirks. Im Grunde suche ich gerade Moneten, gell? Silbererz. Schmelz mir ein. Der merkt nur davon. Weiß nicht, was haben sie noch drin? Hab das Silber gesperrt und ein Tresor schön. Ich bin die Frau von Tona Silberblut. Vergesst das nicht, wenn ihr mit mir sprecht. Der Tona, da sitzt er. Der Ich Häuptling bin ein persönlich. vielbeschäftigter Mann. Die halbe Stadt arbeitet für meine Familie. Und ich muss zusehen, dass niemand aus der Reihe tanzt. Ah, Tona, hast du was gesehen? Noch nicht, gell? Hey, Burus. Bei was war's denn? Der Tona. Aus dem Weg, Fremdling. Tongwor mag ja der Kopf der Familie sein, aber ich bin der starke Arm. Wir kontrollieren jeden Teil Ach so, die dieser mich wohl nicht. Stadt. Das Volk sollte uns wie Könige behandeln. Ja, was eigentlich so gut. Gut geht, wir gingen. So gesprächig sind's gar nicht, die Silberblut. Hey, ich wollte jetzt ein bisschen mehr aufkosten. Pass auf, der Jarl von Markarth. Der wenn diese. Muss die Augen offen halten. Festung Unterstein. Könnten Aha, jeden doch hat er Augenblick drin sein. zuschlagen. Was habt Hey, ihr das zu hier. verbergen, Priester? Ich verberge gar nichts. Das ist aus einem bestimmten Oder wer Grund Rullus? geschlossen. Die üblichen Lügen der Tongen war Kaiserlichen. Silberblut. Erst nehmt ihr uns Nein, von der Talos weg, Brut. und jetzt hindert ihr uns daran, unsere geehrten Toten zu besuchen.
Ihr und der Jarl werdet für jegliche Störung der toten Ruhe meiner Ahnen gerade stehen. Das reicht, Tongvor. Wir sind fertig. Das Silberblut, rette bis zum. Die Silberblut-Familie wird Ihr da. Seid ihr auch so ein kaiserlicher Lakai? Los, antwortet. Nein, bin ich gerade kurz. Ich sag mal, ich nehm das da. Na und, Kommt gleich mal gut sagt an. er, euer Kaiserreich ist dabei, alles zu zerstören, wofür Himmelsrand steht. Ehre, Stolz, den mächtigen Talos. Ihr könnt Jarl Igmund mitteilen, dass die Silberblut-Familie seine Feigheit nicht mehr lange dulden wird. Uns gehört die Sidna-Mine, das beste Gefängnis in Himmelsrand und Quelle der Hälfte des Wohlstands in dieser Stadt. Wir sorgen für die Sicherheit von Reach. Wir überschwemmen Markarth mit Reichtümern. Aber hört der Jarl uns zu, wenn wir mitreden wollen? Nein. Er übersieht dabei geflissentlich, dass Ulfric Sturmmantel diese Stadt vor den Abgeschworenen rettete. Ulfric ist ein Held und kein verdammter Verbrecher. Er benutzte die Drachensprache. Er brüllte diese Abgeschworenen von den Mauern. Dann führte er einen Trupp Nordkrieger hinein und eroberte die Stadt. Genau wie Talos selbst bei der Schlacht von Alt-Heroldan, als er Reach aus den Händen dieser heidnischen Eingeborenen befreite. Ein wahrer Held der Nord, eine Legende, ein Mann von solcher Größe, dass die Göttlichen selbst seine Seele in den Himmel holten und ihn zu einem Gott machten. Er begründete das Kaiserreich. Und jetzt haben sie sich von ihm abgewandt, um die Elfen zu beschwichtigen. Elfen! Herrschen die Elfen in Himmelsrand? Oder die Nord? Sie haben den großen Krieg angezettelt und beinahe die Kaiserstadt zerstört. Dann wählte der Kaiser den Weg eines Feiglings und kapitulierte. Jetzt schreiben uns die Elfen vor, was wir zu tun haben. Und sie wollen nicht, dass wir einen bloßen Menschen wie Talos als Gott verehren. Hört irgendwo. in meiner Stadt keinen Es gibt noch Ärger. schlimmer. Bald herrschen doch die Katzen. Seid ihr hier, um den Jarl zu sehen? Dann bewegt euch schön langsam.